vielmals. Okay. Genau. Ich bin die Frau, die direkt neben dem Jakob-Brunnen-Park wohnt. Das ist eine wunderschöne Villa mit Park mitten im Quartier vom Inneren Lind. Und interessant ist, bis zum heutigen Tag habe ich im Jakobsbrunnen-Park keinen Brunnen gesehen. Es könnte aber sein, dass der Jakobsbrunnen bei uns im Haus ist, im Haus der Heilsarmee. Und zwar hat man nämlich vor vielen Jahren einen Umbau gemacht und dann hat ein Bagger so Aushubmaterial rausgebaggert und plötzlich ist das Zeug weiter runtergefallen. Und dann hat man gemerkt, das ist irgendetwas Komisches, wieso geht das Material, die Erde runter? Und man hat einen alten Brunnenschacht entdeckt. Man hat dann das Brunnenloch freigelegt und rekonstruiert. Und jetzt haben wir das Privileg, dass wir in unserem UG von der Heilsarmee einen etwa 5 bis 6 Meter tiefen Brunnen haben. Im hintersten Raum, zuunterst unten von unserem Haus. Schaut mal, wie schön. Also, das Loch ist historisch, das rundum nicht. In diesem Brunnen hat es immer ein bisschen Grundwasser drin. Weil der Brunnen recht tief ist, hat es auch ganz solide Plexiglasplatten drauf. Natürlich aus Sicherheitsgründen. Das sehen wir bei dem zweiten Bild. Und ich muss euch etwas erzählen, das eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte, aber wenn ich es heute erzähle, ist es keins mehr. Wir hatten einmal einen verrückten Jungschi-Leiter, der das Gefühl hatte, man könne dort eine Jungschi-Taufe machen und als Mutprobe Kind dort oben abseilen. Die Kinder haben so Hühner cool gefunden. Und ich habe Ängste ausgestanden. Genau. Normalerweise denkt man ja, wenn man vom Jakobsbrunnen gehört, nicht an eine Jungschi-Taufe und auch nicht an die Regula, wo einen Brunnen im Keller der Heilsarmee hat, sondern wir denken an die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Die steht im Johannesevangelium. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Die Geschichte von dieser Frau am Jakobsbrunnen geht also noch viel weiter zurück und nimmt ihren Anfang im 1. Mose, Kapitel 32, in der Geschichte vom Jakob, wem wundert es, sonst würde ja der Brunnen nicht so heißen. Der Jakob, der Sohn von Isaac und Rebekka, der Enkel von Abraham. Und heute möchte ich euch mitnehmen, dass wir zusammen eintauchen in beide Geschichten. Einerseits in die Geschichte von Jakob, der hat in seiner Lebensmitte wirklich eine Krise erlebt. Er hat extrem gezweifelt. Und auf der anderen Seite, wenn wir eintauchen in die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen, wo durch ihre Lebenssituation, die sie erlebt hat, fast verzweifelt ist. Also einerseits der Jakob, der zweifelt, und auf der anderen Seite die Frau am Jakobsbrunnen, die fast verzweifelt ist. Ich fange an beim Jakob. Der Jakob ist die erste Hälfte von seinem Leben ein fieser, hinterlistiger Typ gewesen. Das hat schon bei seiner Geburt angefangen. Er hat seinen Zwillingsbruder, den Esau, am Fersen gehabt und hat sich dann zuerst so durch den Geburtskanal durchgedrängt. Ich bin froh, bin ich nicht Hebamme, ich kann mir das nicht vorstellen, ich will das gar nicht. Irgendwie hat er seinen Bruder während der Geburt überholt. Die arme Mutter. Der Name Jakob lässt sich vom Hebräischen ableiten und bedeutet Ferse. Sein Name wird in der Bibel aber auch mit Überlister oder Betrüger in Zusammenhang gebracht. Und wir wissen, der Name schafft Identität. Zu Alttestamentszeit war das immer so gewesen. Sein Leben ist mit dieser Namensbedeutung also unter einem recht schwierigen Vorzeichen gestanden. Der Betrüger, der Überlister. Später in seinem Leben hat sich dann wirklich gezeigt, er hat gehandelt wie ein listiger Fuchs. Er
hat in dieser berühmten Szene, die ihr sicher auch kennt, seinem hungrigen Bruder, der Erstgeborene, sagen, gestohlen, indem er einfach ihm etwas zu essen gebracht hat. Er hat ihn so bestochen, er hat gelogen wie gedruckt, kann man sagen. Und er hat mit seinem Verhalten gezeigt, dass er in erster Linie an sein eigenes Wohlergehen gedacht hat. Er hat Gott nicht wirklich vertraut. Er hat mit aller Macht probiert, zu kontrollieren. Ich vermute mal, hinter dem Verhalten ist seine Suche nach Liebe und Anerkennung gestanden. Er hat leider wirklich die falschen Strategien sich angeeignet und umgesetzt, um sich die Liebe zu holen. Mit allen Mitteln, auch mit unlauteren Mitteln hat er das probiert. Er hat zwar gegen aussen Erfolg gehabt, aber innerlich, vermute ich, ist er ein zerrissener Mann gewesen. Der Jakob hat im zweiten Teil von seinem Leben eine tiefgreifende Veränderung erlebt. Aber zuerst ist er in eine Krise gefallen. Nach all dem Lügen, der Flucht von seinem eigenen Bruder, den er umbringen wollte, dem ganzen Machtgehabe, das er an den Tag gelegt hat er irgendwann entschieden, er möchte seinen Bruder wieder treffen. Er möchte sich mit ihm versöhnen. Aber das war sehr ein riskantes Unternehmen. Er hat ihm ja den Erstgeborenen Segen gestohlen. Und er hat extrem Angst gehabt, dass sein Bruder ihn immer noch umbringen wird. Nicht nur ihn, sondern seine ganze Sippe, seine ganze Familie, die unterdessen recht gewachsen ist. Und darum hat er wieder eine List angewendet, kann man sagen. Er hat nämlich Diener in so Gruppen aufgeteilt und hat die vorausgeschickt mit Geschenken. Die sollen vorausgehen, um den Esau milde zu stimmen. Und was hat er für Geschenke vorbereitet? Ihr glaubt es gar nicht. 200 Geissen, 20 Geissböcke, 200 Mutterschafe, 20 Schafböcke, 30 säugende Kamel mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Esel und 10 Eselhengste. Seine Angst muss enorm gewesen sein. Eigentlich ein Armer. So eine riesige, lebende Menge Geschenke, die er vorausgeschickt hat, um den Esau milde zu stimmen. Und in der Nacht, bevor das Zusammentreffen passiert ist, in der Nacht, ist er geplagt worden von einer riesengroßen Unsicherheit. Er hat Angst gehabt um sein eigenes Leben. Er hat Angst gehabt um das Leben von seinen Frauen, von seinen Kindern. Er hat dann seine ganze Familie geweckt und hat sie in der Nacht über den Jabok geführt, über den Fluss. Alles, die ganze Familie, sein ganzer Besitz, alle Tiere. Nur er allein ist zurückgeblieben. Und in dieser Nacht ist dem Jakob bewusst worden, jetzt geht es um alles. Es geht um Rache oder Versöhnung. Er, der immer alles im Griff hatte bis zu dem Zeitpunkt, der seine Ziele immer erreicht hat, aus eigener Kraft, hat sehr wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben realisiert, das Spiel funktioniert so nicht mehr. Mit List komme ich nicht mehr weiter. Er hat realisiert, dass er sich das halbe Leben lang etwas vorgemacht hat und ist ausser sich vor Angst. Er hat zweifelt bis ins Tiefste. Wo ist Gott in all dem? Hebt Gott zu mir oder nicht? Ist er überhaupt da? Mitten in dieser Nacht, in die Einsamkeit, erscheint ein Mann und kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen. Auf einmal war da ein Mann, der mit ihm rang bis zum Morgengrauen. Der Mann merkte, dass er Jakob nicht bezwingen konnte. Da gab er ihm einen Schlag auf die Hüfte und Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, während die beiden miteinander rangen. Schließlich sagte der Mann: Lass mich los, denn es beginnt bereits zu dämmern. Aber Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, bekam er zur Antwort. Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer, sagte der Mann. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. In
dieser Nacht hat Jakob seinen Lebenskampf durchlebt. Und der Kampf hat ihn tiefgreifend verändert. Seine ganze Persönlichkeit. Er ist plötzlich ein demütiger, verletzlicher Mensch geworden. Und er hat eine neue Identität bekommen von Gott. Einen neuen Namen. Israel, der Gotteskämpfer. Sein bisheriges Leitmotiv, mit eigener Kraft zum Ziel zu kommen, ist ersetzt worden durch die Verheißung von dem neuen Namen. Du bist ein Gotteskämpfer. Einer, der sich für Gottes Sache einsetzt und nicht mehr länger nur für sich kämpft. Aber nicht nur das, sein Gegner hat ihm auch noch die Hüfte ausgerenkt und von da ab hat er gewunken. Ich vermute, er hat auch Schmerzen gehabt von da ab. Es hat also nicht gelangt, dem Jakob einfach einen neuen Namen zu geben. Die Veränderung hat tiefgreifender sein, sogar noch auf körperlicher Ebene. Dass er komplett wehrlos geworden ist. All seine alten Strategien, die er sich das halbe Leben lang angeeignet hat, haben nicht mehr funktioniert. Und er hat in dieser Nacht begriffen, ich habe nur eine einzige Hoffnung. Und meine Hoffnung ist das Segen von Gott. Und so hat er sich mit aller Kraft und mit letzter Überzeugung an Gott festgeklammert. Er hat nicht losgelassen, bis der ihn gesegnet hat. Er war auf Gott angewiesen, 100%. Und sein Segen war entscheidend für ihn. Die Nacht, die einsame Nacht an dem Fluss, ist der Wendepunkt in seinem Leben. Voraussetzung, dass die Wende überhaupt passieren konnte, ist, dass er nicht mehr aus eigener Kraft gekämpft hat. Und dass er sich in seinen tiefsten Zweifeln einfach an Gott festgeklammert hat. Als Souvenir hat er eben die kaputte Hüfte mitgenommen. Die Behinderung hat ihn ab jetzt daran erinnert, dass er nur dann stark ist, wenn er sich Gott überlässt. Und jetzt ist er bereit für die Begegnung mit dem Esau. Der Jakob, der jetzt Israel heisst, realisiert, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Kraft, es geht nicht um meine Geschicklichkeit im Verhandeln, es geht darum, was Gott macht. Ich vermute, dass es vielen, wenn vielleicht sogar allen von uns im Laufe des Lebens mal so ähnlich geht. Dass wir uns ein bisschen so fühlen wie der Jakob. Moment, wo wir einfach allein sind, in der Nacht, im Dunkeln, voller Angst oder Zweifel, innere Gebrochenheit auch, vielleicht über das eigene Verhalten von der Vergangenheit, Unsicherheit von der Zukunft, wie geht das weiter, vielleicht auch desillusioniert, müde. Die Strategien, die man sich bis jetzt angeeignet hat, es gehen irgendwie nicht mal mehr die geistlichen funktionieren. Und dann kommen so Fragen wie, soll ich eigentlich überhaupt in dem System bleiben oder soll ich aussteigen? Und mit System meine ich ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Gemeinde, Jesus nachfolgen oder was auch immer. Lohnt sich der Glaube an Gott überhaupt noch? Meint das wirklich gut mit mir, wenn ich so leide und mich so allein fühle und so nicht gehört? Die Geschichte von Jakob zeigt mir, wie Gott mit ihm umgegangen ist, mit seinen Zweifeln und was ich davon lernen kann. Spannend ist nämlich, Gott hat in dem Moment von seiner Krise und von seinem Zweifel nicht mit einem spektakulären Wunder reagiert. Seien wir doch ehrlich, oder? Wenn wir eine Krise haben, also ich, dann will ich, dass ein Wunder passiert. Eins, das die Krise abkürzt, beendet, dass es nachher wieder gut ist. Ich möchte möglichst schnell aus dieser Krise raus und dann beten wir auch so in diese Richtung. Möglichst schnell muss es wieder gut sein. In der Geschichte von Jakob passiert das Gegenteil. Gott setzt sogar noch eins oben drauf. Er verletzt ihn noch körperlich. Wieso macht das Gott? Lange es nicht, dass er leidet. Lässt er uns gern zappeln und schaut uns gern zu, wie wir leiden und zweifeln. Ich bin überzeugt, genau wie beim Jakob ist es bei uns auch so. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir
endlich abhängig sind von ihm und uns nur noch an ihm festklammern. Und manchmal braucht es dazu recht radikale Massnahmen. Beim Jakob, finde ich, ist das brutal gewesen. Ich bringe ein eigenes Beispiel aus meinem Leben. Ich bin nicht christlich sozialisiert aufgewachsen. Und in meinen jungen Jahren, Jugendjahren, habe ich aus verschiedenen Gründen 2 Ausbildungen abgebrochen. Die eine aus gesundheitlichen Gründen, die andere, weil es irgendwie sonst nicht mehr gegangen ist. Und es ist mir echt nicht gut gegangen. Es ist mir körperlich nicht gut gegangen, es ist mir seelisch nicht gut gegangen. Und jetzt bin ich 30 Jahre älter geworden. Und unterdessen bin ich sogar dankbar für die Krise. Für diesen Umweg. Wieso? Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, mich an Gott festzuklammern, wenn es mir gut gegangen wäre. Nie. Ich habe doch mein Leben im Griff. Ich kann doch das. Ich kann doch stark sein und bestehen und mich beweisen. Aber erst durch die Krise, durch die Abbrüche, nicht mehr wissen, wie weiter, durch die Schwachheit, hat es zu dieser Gottesbegegnung kommen, weil ich mich an ihm festgeklammert habe. Das Zweite, was ich auch spannend finde in dieser Begegnung, die Jakob hatte in dieser Nacht, wie Gott mit ihm umgegangen ist, er hat den Jakob nicht getröstet in dieser Zweifelsnacht. In unserem Kreis ist es doch so, dass wir gerne sagen, du bist ein geliebtes Kind von Gott, ein Königskind. Du bist wunderbar geschaffen. Gott hat dich gern, das stimmt ja alles. Das wäre doch auch seelsorgerlich korrekt, oder? Das ist das, was uns gut tut. Gott hat überhaupt nicht liebevoll geredet mit dem Jakob. Er hat ihn konfrontiert. Und zwar konfrontiert mit seiner Identität. Er hat ihn gezwungen, sich selber zu erkennen, indem er ihn gefragt hat, wie heisst du? Was ist das für eine blöde Frage? Gott weiß doch, wie er heisst. Er müsste nicht fragen. Er hat nur gefragt, damit der Jakob selber sich zuhören muss. Und der Jakob hat gesagt, ich heisse Jakob. Der Lügner, der Betrüger, der Fersenhalter. Er hat es ausgesprochen. Gott hat ihn entlarvt, indem der Jakob die ganze Wahrheit über sich selber aussprechen. Ja, es stimmt, Gott, du hast recht, ich habe mit eigener Kraft gekämpft. Ich wollte erfolgreich sein. Ich habe eine Anerkennung mit falschen Mitteln gesucht und um jeden Preis. In dieser einsamen Nacht wird all das am Jakob klar, weil sein Kampfgegner ihn entlarvt. Sein Spiel ist zu Ende. Am Jakob sein Spiel ist zu Ende. Seine menschlichen Strategien gehen nicht mehr auf. Erst als er an dem extrem ernüchternden und menschlich gesehen auch beschämenden Punkt angelangt ist, von der Selbsterkenntnis, gnadenlose Selbsterkenntnis, an dem Punkt gibt Gott ihm einen neuen Namen. Und sagt, du sollst Israel heißen, der Gotteskämpfer. Und jetzt bekommt er einen neuen Auftrag. Jetzt bekommt er den Auftrag von Gott selber. Er soll jetzt für Gott kämpfen und nicht mehr für seine eigene Ehre. Er bekommt den Auftrag von Gott und beauftragt sich nicht mehr selber. Ein anderes Beispiel von mir. Ich kann mich noch gut erinnern an den Moment in meinem Leben, wo ich schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs war. Ich war im Praktikum für eine spätere pastorale Aufgabe in der Heilsarmee. Ich habe das ganze Aufnahmeverfahren durchlaufen und habe gefunden, das ist gut, die eignet sich und so. Und ich war schon verheiratet, ich war schon Mami von einer Tochter. Also zusammengefasst kann man sagen, gegen aussen so einen vorbildlichen Lebensstil, gläubig, am Alter entsprechend genug reif, alles gut. Ich war einmal ganz normalen Tag in einem völlig normalen Setting daheim und habe Psalmen gelesen. Und in dem Moment ist mir plötzlich bewusst geworden, ich weiß nicht mehr, welcher Psalm das war, ich bin sündig. Ich bin Kilometer weit weg von Gott. Er ist so heilig.
Und ich bin so nicht heilig. Ich lebe so fest nach egoistischen Motiven. Ich lebe aus meiner Kraft. Ich suche bei den Menschen Bestätigung. Ich muss sagen, ich finde das da oben heute auch recht gefährlich. Einfach zum ehrlich sein. Es ist so gefährlich, dass man sie nach falschen Motiven unterwegs ist. Und ich bin damals sehr verschrocken über die Erkenntnis. Der Moment hat mich eins gelehrt. Das Leben in der Nachfolge von Jesus zu leben, heisst noch lange nicht, dass ich meine alte Identität abgeleitet habe und dass ich nach seinem Maßstab lebe. Nach seinem Auftrag. Und nicht immer nur nach meinen. Ich glaube, ich bin nicht viel heiliger geworden seit dem Moment. Aber es ist mir seither bewusst, Gottes Wahrheit über mir macht mich frei. Und die Wahrheit ist, aus mir heraus kommt nicht allerhand Gutes. Ich brauche Gottes Veränderung und Vergebung jeden Tag, weil ich lebe nach egoistischen Motiven. Am Jakob ist das auch passiert. Es ist ein verwandelter, gereifter Mann aus dieser Nacht herausgekommen. Vielleicht war er auch authentischer gewesen. Er hat einen neuen Namen gehabt. Er hat um seine Schwäche gewusst. Er ist gesunken. Und in diesem Zustand ist er seinem Bruder entgegengezogen. Seine Schwäche war sogar sichtbar gewesen. Und was ist passiert bei dem Zusammentreffen von diesen zwei Brüdern? Sie haben sich versöhnt. Sie ziehen zwar trotzdem nicht zusammen weiter, aber als Zeichen, dass Gott mächtig gewirkt hat, kauft sich der Jakob später ein Grundstück bei Sichem am Fuß vom Berg Garizim. Und er selber hat dort einen Brunnen gegraben. Ob das wirklich der Jakob selber ist, ich habe es nicht herausgefunden bei meinen Nachforschungen. Das kann man biblisch nicht nachweisen. Aber es hat einen Ort gegeben in Sichem und dort ist ein Brunnen gestanden und der ist zur Quelle von Versorgung geworden für Generationen nach ihm. Und der Brunnen ist bekannt unter dem Namen Jakobsbrunnen. Später hat dann der Jakob das Grundstück seinem Sohn vererbt, dem Josef. Der ist dann dort beerdigt worden. Ich finde es spannend, dass der Jakob das Bedürfnis hat, nach all dem, was er durchgemacht hat, in dieser Läuterung, könnte man sagen, er hat das Bedürfnis gehabt, einen Brunnen zu graben. Einen Ort zu schaffen, wo andere Leute Wasser schöpfen können. Er hat ein sichtbares Zeichen von seiner Läuterung geschaffen. Von seinem Kampf mit Gott. Von seiner Durststrecke mit Gott. Und aus ihm selber ist nach dem Ereignis viel mehr das Wasser von dem lebendigen Gott gesprudelt als im ersten Teil von seinem Leben. Weil er sich so fest bewusst war, ich brauche Gott. Ich muss mich an ihm festklammern. Ich frage dich heute, wenn du das Gefühl von diesen Verzweiflung, man kann dem vielleicht auch Durst sagen, ab Gott und seinem Handeln vielleicht auch kennst, ab und zu oder immer. Zu was tendierst du? Bist du bereit zum Durchheben und Aushalten? Mit Gott zusammen, vielleicht sogar kämpfen mit Gott, mit Wort. Oder brichst du lieber ab, weil der Kampf dich so fest ermüdet? Es ist so anstrengend. Du fühlst dich so einsam in dem Kampf. Bist du vielleicht schon an dem Moment angelangt, wo du einen Brunnen gegraben hast, wegen dem, was du erlebt hast, wo du einen Schatz hinterlassen für andere Durstige? Oder hockst eher auf dem Trockenen? Ist dein Kampf wie in dieser Nacht vom Jakob lang, zäh, einsam, vielleicht sogar gottlos vom Gefühl her? Ich möchte uns heute allen ganz viel Mut machen und ich schließe mich da ganz fest mit ein. Das Wichtigste in unseren Zweifeln sind, dass wir in der Nacht der Nachfolge nicht das Gefühl haben, wir müssen selber stark sein, sondern dass wir einzig und allein uns einfach an Gott festklammern. Einfach an ihm dranbleiben, in seiner Nähe. Gang mit deinen Zweifeln an Jabok, an den Fluss, wo der Jakob gekämpft hat.
Mit aller Ehrlichkeit. Mit Ausdauer. Mitten in der Nacht, getrieben von Angst, Unsicherheit, macht nichts. Gib einfach nicht auf, bis du das Segen von Gott erlebst. Und dann wird es gefährlich. Das Segen von Gott hat im Leben von Jakob ein bisschen anders ausgesehen, als er sich selbst gewünscht hat. Der erste Segen nämlich ist in Form von dieser Verletzung gekommen. Die verletzte Hüfte. Das hat er sich ganz sicher nicht so gewünscht. Er war limitiert von dem Moment an. Aber er war gesegnet und von Gott beauftragt. Er hat nicht mehr für seine eigenen Motive gekämpft. Er ist zu Israel geworden und hat einer grösseren Sache dienen. Von einem, der also an Gottes Macht gezweifelt hat und alles aus eigener Kraft gewirkt hat, ist ein Gotteskämpfer geworden. Einer, der sich bewusst ist, ich kann nichts, wenn nicht Gott wirkt. In seinem Namen, in seinem Auftrag bin ich unterwegs. Ich lade euch ein zu einer Zeit der Ehrlichkeit. Zweifel allein bringen uns nicht weg von Gott. Es sind unsere falschen Selbstbilder, das, was wir uns selber vormachen, und unsere menschlichen Strategien, die uns von Gott wegbringen. Wir wollen einen Moment der Ehrlichkeit, wo jedes da, wo er sitzt, einfach ehrlich mit Gott ringen kann. Vielleicht ist es wirklich manchmal ein Kampf. Hauptsache, du hebst dich fest. Das braucht Mut. Aber der Mut wird uns geschenkt. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du der bist, der uns alle kennt. Dort, wo wir uns ein halbes Leben lang oder kürzer oder länger schon uns selber etwas vorgemacht haben, was wir gar nicht sind. Wo wir mit eigenen Mitteln gekämpft haben. Hilf uns, dass wir ehrlich werden. Von dir. Und dass wir um jeden Preis an dir festklammern. Du wirst uns segnen. Du wirst uns auch beauftragen. Und du wirst uns irgendwann an den Punkt führen, wo wir sogar den Brunnen graben dürfen. Für uns, aber auch für die nach uns kommen. Schenk Gnade und Mut, dass wir ehrlich sein können. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Etwa 1700 Jahre später sitzt Jesus auf dem Stück Land, an dieser Quelle vom Jakob, wo wir vorher davon gehört haben, was passiert ist. Jesus weiß um die grosse geschichtliche Bedeutung, was dort passiert ist. Er weiß auch um die Erläuterung von Jakob, den Kampf in dieser lebensverändernden Nacht. Seine Jünger sind in die Stadt Sichem gegangen, zum Essen kaufen. Ich vermute, Jesus hat sie geschickt, sonst wären sicher ein paar bei ihm geblieben. Jesus hat sehr wahrscheinlich gewusst, dass er in den nächsten Moment allein sein sollte. Sie hätten zu viel kaputt gemacht, das ist meine Theorie, mit ihren menschlichen Reaktionen. Jetzt sitzt Jesus dort in der Mittagshitze. Er schwitzt, er wartet, er betet. Vielleicht fliegen Flüge um seinen Kopf. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen.
Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Meine Vermutung ist, dass wir alle die Geschichte fast ein bisschen zu gut kennen. Wir sind nicht mehr überrascht. Bitte lasst euch einmal neu überraschen. Die kleine Szene zwischen diesen zwei, was dann passiert ist, hat sehr viele Regeln und Gepflogenheiten von der damaligen Zeit gebrochen. Ein Jude redet in der Regel nicht mit einer Samariterin. Ein Mann redet nicht, wenn er allein ist, mit einer Frau. Ein Mann bittet eine Frau in diesem Zusammenhang auch nicht um Hilfe. Die zwei sollten so oder so nicht das Zweite sein. Und es ist Mittag und es ist heiß und überhaupt. Wir wissen, der Moment, der dort passiert, an dem Brunnen, das ist ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Sie zeigt, Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern für alle. Diese Szene beinhaltet so viel, dass die Fülle von der Aussage, die jetzt dann kommt, uns alle überfordern können. Und es ist ein bisschen gefährlich, dass man nicht eine Bibelarbeit daraus macht. Es sind ganz viele spannende theologische Facts drin verpackt. Aber wir bleiben bei uns. Wo ist die Frau gestanden im Leben? Sie war in erster Linie verzweifelt. Sehr verzweifelt. Behaltet das mal im Hinterkopf, wenn ihr diesen Zweien jetzt zuhört beim Reden. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, das unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann. Das stimmt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wie beschämend, beklemmend, entblößend, was da passiert. Jesus hat nicht um den heißen Brei herumgeredet. Er hat die Sache beim Namen genannt. Es geht in dieser Konversation, in diesem Dialog nicht im eigentlichen Sinn um Wasser. Es geht auch nicht um Schöpfgefäß. Es geht auch nicht um den Stammvater Jakob. Es geht darum, dass Jesus dieser Frau gesagt hat, ich sehe dich und ich kenne dich. Ich habe mir überlegt, wieso lässt sie ihm überhaupt zu? Wieso lässt sie überhaupt zu, dass er in ihr Leben hineinredet? Ich finde, das ist schon echt dicke Post, was er ihr da sagt. 5 Männer hatte sie und mit dem 6. lebt sie jetzt zusammen. Und das macht recht am Anfang von dem Gespräch. Bevor er das eben sagt, bittet er sie noch um Hilfe. Und das finde ich spannend. Ich glaube, mit dem Punkt hat er die herrschende soziale Ordnung so wie umgekehrt. Und seine Bitte
hat der soziale Status wie ausgeglichen. Ich habe mir überlegt, es wäre ein bisschen ähnlich, wie wenn zum Beispiel ein Geschäftsherr in der Mittagspause, es ist heiß, an einem Brunnen vorbeiläuft, dort ist ein Kind am Götschle mit so Wasserbecherli und der Geschäftsherr sagt, hättest du mir nicht schnell einen Schluck von deinem Becherli? Das ist doch irgendwie verdreht. Natürlich darf man solche Beispiele nicht auf die Spitze treiben, aber trotzdem, es geht darum in dem Moment, dass die Rangniederung wird erhöht, wie sie gesehen wird. Jesus hat sie gesehen und hat sie zuerst um Wasser gebeten. Er ist ihr mit dieser Bitte auf Augenhöhe begegnet. Wenn man Hilfe braucht, kann man schlecht auf jemanden herabschauen. Probiert das mal. Es ist mega schwierig. Er bittet sie um Wasser, er sieht sie. Aber er sieht noch mehr als nur das Äußere. Er sieht ihre Bedürfnisse. Und durch das gewinnt er ihr Vertrauen. Er sagt ihr aber auch nicht, aha, du suchst Bestätigung und Selbstannahme. Ich sehe, du bist verunsichert. Du solltest in die Seelsorge. Ich sehe, du verurteilst dich für deinen Lebenswandel. Ich sehe, du sehnst dich nach Liebe. Er bittet sie einfach um Wasser. Und dann hat er ihre Aufmerksamkeit. Und dann sagt er, gang und ruf deinen Mann. Und dann komm mit ihm da hin. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Stimmt. Du hast 5 gehabt und jetzt bist du mit dem 6. zusammen. Du sagst die Wahrheit. Vielleicht merkt ihr den Link zu der Geschichte vom Jakob von vorher. Jesus zwingt die Frau in dem Moment, die Wahrheit über sich selber auszusprechen. Genauso wie Gott in dieser Nacht den Jakob gezwungen hat, seinen eigenen Namen auszusprechen, wo sie das bisherige Lebensprogramm definiert hat. Die Frau hat also ihre Lebenssituation einfach Platsch raussagen. Und die Worte, die Jesus ihr sagt, sind zwar erschreckend klar und direkt, aber voll Liebe durchdrungen. Jesus weiß um die Kraft der Wahrheit. Und die Wahrheit über sich selber zu erkennen, ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Diesen Schritt kann nur jeder für sich selber gehen. So wie beim Jakob in dieser Nacht hat er seine Identität, seine Lügneridentität erkannt. Und die Frau hat es auch erkannt in dem Moment. Jesus weiß um die Kraft der Wahrheit. Das ist immer im ersten Moment erschreckend und oft auch beschämend, weil dann kann man sich selber nichts mehr vormachen. Aber es ist der erste entscheidende Schritt, um wirklich frei zu werden, Jesus überhaupt zu folgen. Solange wir uns noch selber etwas vormachen, sind wir zugedeckt mit unserem Programm und sind gar nicht offen für die Quelle von dem lebendigen Wasser, das da wäre. Ich möchte euch ein längeres Beispiel erzählen, das ich letzten Sommer erlebt habe. Mir hat das Telefon geläutet im Büro und eine Frau war am Draht. Die Frau hat mir erzählt, ihre Schwester hat eine tödliche Krebsdiagnose und die Schwester sei eine Radiohörerin. Auf dem Weg hat sie mich kennengelernt. Sie sei selber aus der Kirche austreten. Aber wenn sie Predigten von mir höre, da klinge etwas an ihr. Und darum wünscht sie, von mir beerdigt zu werden, weil sie sich von mir verstanden fühlt. Ich bin ehrlich, ich habe noch ein paar Mal leer geschluckt. Details erspare ich euch, aber das ist immer, so eine Anfrage ist natürlich auch eine Herausforderung und ein Aufwand und schlecht planbar. Aber ich habe dann gleich gewusst, ja, das mache ich. Es geht jetzt nicht darum, ob ich will, ob ich Zeit habe, sondern ich mache es für sie und ihre Familie. Also habe ich die betroffene, schwerkranke Frau besucht, an einem heißen Augustnachmittag. Und was ich dann angetroffen habe an dem Nachmittag, hat mich einerseits betroffen gemacht und andererseits aber auch hoffnungsvoll. Ihr Leben ist, also ihr Körper ist schon von der Krankheit gezeichnet gewesen, und ihre Wohnung hat auch wie eine eigene Sprache geredet. Die Wohnung hat Spuren gezeigt von ihrem Elend. Es ist ein Ort, versteht mich nicht falsch,
wo man froh ist, wenn man nur einen Schluck Wasser angeboten bekommt. Sie hat mir dann Lieder abgespielt. Das sind christliche Schlager, das ist nicht so mein Teil. Aber ich habe es geschafft, mich auf den Inhalt zu fokussieren. Und der Inhalt von diesen Liedern hat mich so überrascht. Gott hat Platz in diesen Liedern. Hoffnung hat Platz gehabt. Seine trägende und tröstende Hand hat Platz gehabt. Der Himmel hat Platz gehabt. Und die Frau hat ganz klar den Wunsch geäußert, sie wünscht sich an ihrer Beerdigung Versöhnung. Ich soll in ihrem Namen Entschuldigung aussprechen, es tut ihr leid, allen Menschen gegenüber, die sie verletzt haben. Und dann hat sie gesagt, und die Aussage hat mich schier rausgehauen, ich bin nicht stark, ich bin gar nichts, aber Gott ist stark. 2 Stunden später bin ich mit so einem etwas fahlen Gefühl im Bus gestiegen zum Heimfahren, wissend, dass es sehr wahrscheinlich die erste und letzte Begegnung war mit dieser Frau. Aber ich habe mir gesagt, Jesus kennt sie, das hilft. Ein paar wenige Wochen später war sie tot. Auch für die Angehörigen ist es überraschend schnell gegangen. Der Tag der Beerdigung ist gekommen, ich habe ihren Sohn und seinen Partner kennengelernt. Ich habe ihre Schwester und Brüder kennengelernt, ihren Hund. Und ich habe mich recht allein gefühlt an dieser Beerdigung. Alles, die Beisetzung an der Urne, die Abdankung in der Kirche, habe ich allein bestritten. Man hatte kein Geld für Musik. Und am abschliessenden Apero habe ich niemanden gekannt, ich bin trotzdem geblieben. Und es ist etwas passiert, was mich beeindruckt hat. Die Familienangehörigen sind Schlangen gestanden bei mir. Ich habe niemanden gekannt. Ich habe niemanden Namen gewusst. Sie haben alle ein enormes Redebedürfnis gehabt. Und je länger der Apero gegangen ist, ich habe nichts gegessen, ist mir bewusst worden, wie viel das die verstorbene Person mir nicht gesagt hat. Nicht gesagt hat, dass sie 3-mal geheiratet war. Nicht gesagt hat, dass sie Alkoholprobleme hatte, dass Gewalt in der Familie ein riesiges Thema war. Ausufernder Streit, Überforderung, Einsamkeit, Kinderheim in der Kindheit. Alles. Oder ich habe nur einen Bruchteil davon gewusst. Und am Tag dieser Beerdigung, am Abend, bin ich dann wieder einmal mehr nachdenklich heim, aber irgendwie auch dankbar. Und warum erzähle ich euch das alles? Mir ist wirklich sehr stark die Geschichte, die Begegnung von Jesus mit der Samariterin in den Sinn gekommen. Es war mir, als wäre die Geschichte so in unsere Zeit übertragen worden. Wie einsam, wie verloren, wie verzweifelt hat sich diese Frau gefühlt. Die damals am Brunnen mit Jesus und die ich Gott beerdigen durfte. Und bei beiden habe ich aber das Gefühl, es ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Etwas, das den Unterschied macht in ihrem Leben. Jesus ist beiden mit ihrer Verzweiflung begegnet. Die Verstorbene hat einen Satz geäußert über ein Lied, das sie erst ein paar Monate vorher entdeckt hat. Und in dem Lied ist es ganz klar um Jesus und um seinen Trost gegangen. Und sie hat gesagt, sie wünschte, sie hätte das Lied schon als Kind gekannt. Dass sie amigs nicht so allein im Bett hätte müssen liegen und Angst müssen haben vor was allem Schlimmem. Sie wünschte, sie hätte das Lied schon gekannt und den Trost von Jesus. Und ich habe für mich gedacht, immerhin hat sie das Lied, die Botschaft in den letzten Monaten von ihrem Leben noch kennengelernt. Und auch für die Samariterin. Immerhin hat sie nach 5 Ehemännern und dieser ganzen verzweifelten Suche nach Liebe und Annahme noch Jesus getroffen. Es war noch nicht zu spät. Ihre Situationen sind sehr wahrscheinlich so verzweifelt gewesen, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Und ich glaube, das kann ein springender Punkt sein. Sie haben die Wahrheit über sich selber erkannt. Und Jesus hat das gesehen. Und hat sie um Wasser gebeten. Er ist ihr nicht ausgewichen. Er hat auch die ganze Wahrheit über ihrem Leben gesehen. Und er hat auch gesehen, wie fest dass sie ihn braucht. Sein Wirken und seine Liebe. Ich bin mir voll bewusst, dass solche Beispiele eher die Ausnahme sind.
Und es geht jetzt auch nicht darum, dass ihr eures Leben scannt heute und überlegt, wer kenne ich, wo es wirklich so schlimm geht und wo vielleicht 5 Ehemänner gehabt hat oder was. Einfach, es geht nicht um das. Es geht im ersten Schritt auch nicht darum, wo Gott mich hinsendet, sondern es geht darum, dass Jesus dir genau so begegnen wird, wie damals dieser Frau am Jakobsbrunnen und wie dieser Frau, die ich beerdigen durfte. Es geht darum, dass keine Verzweiflung so groß ist oder so kompliziert ist, dass Jesus nicht uns drin begegnen könnte. Und in dieser Begegnung geht es darum, dass ich die Wahrheit über mich selber erkenne. Wie verloren dass ich bin, wie ausgetrocknet, wie bedürftig, wie fest das Bedürfnis in uns allen steckt, gesehen zu werden, verstanden zu werden, geliebt zu werden. Und oft eignen wir uns sehr falsche Motive an, um die Bedürfnisse zu decken. Und diese Erkenntnis ist heilsam, aber nur, wenn sie in der persönlichen Begegnung mit Jesus passiert. Ich wünsche niemandem von uns Verzweiflung, versteht mich nicht falsch. Gar niemandem. Aber es kann sein, dass verzweifelte Situationen dazu führen, endlich, dass wir merken, wie fest dass wir Jesus brauchen und dass wir merken, was für eine falsche Wahrheit wir uns vorgemacht haben. Vorher haben wir uns die Wahrheit selber zusammengebastelt. Vorher haben wir das Leben im Griff. Vorher hat Jesus gar keinen Platz. Wir brauchen ihn ja gar nicht. Ganz am Schluss von dieser Begegnung von Jesus mit der Samariterin sagt er ihre eindrückliche Wort. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hat die Samariterin weitergeführt. Von der Klarheit, von der Wahrheit über sich selber, Selbsterkenntnis, hat er sie weitergeführt über das menschliche Aus und hat ihr so wie den Blick ausgerichtet und hat gesagt, es stimmt, die Wahrheit über dich selber ist wirklich nicht schön und nicht glitzerig, nicht so heilig, wie du gern wärst. Ich weiß es aber schon lange. Ich sehe es und ich kenne dich. Ich sehe auch deine Versuche, ein besserer Mensch zu werden. Ich sehe auch die schon lange resigniert haben, die innerlich abgehängt haben. Die denken, alle anderen sind besser als ich. Ich bin ein besonders schwieriger Fall. Jesus möchte dich weiterführen. Und zwar nicht in die Selbstoptimierung, wo du wieder wirst verzweifeln, weil du wirst 100% scheitern, sondern er möchte dich in die Anbetung führen. Wenn du schaffst, in dieser ernüchternden Selbsterkenntnis zuerst das erkennen und dann im zweiten Schritt den Blick aufrichten und den Fokus auf den Vater zu haben, dann gelingt dir die entscheidende Haltungsänderung. Um alles andere kümmert sich Jesus. Wir können unsere Heiligung nicht machen. Aber wir können auf den Vater schauen. Die Samariterin hat die Wahrheit über sich selber befreit. Das hätte er ja auch ablöschen können. So beschämend. Sie hat endlich nichts mehr vormachen müssen. Endlich hat sie jemanden gesehen, wie sie wirklich ist. Und dann war sie 100% sich selber gewesen. Und dann hat sie zuhören. Und dann hat sie offen sein für die Botschaft. Und dann hat er ihr gesagt, gang und bete den Vater an. Das ist die richtige Priorität in deinem Leben. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, anbeten. Wenn Anbetung ist, zusammen in einem Raum stehen und Lieder singen, die für viele ein Kompromiss sind, weil sie sind vielleicht zu laut oder zu leise oder zu schnell oder zu langsam oder zu englisch oder zu deutsch. Es geht nicht um das. Es geht um etwas viel Grösseres. Anbetung ist viel, viel grösser. Auf Gott schauen heisst, sich
dich an ihm ausrichten, auf ihn schauen bei der Arbeit, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, in der Schule, beim Erholen, beim Helfen, beim Ausüben von deinen Hobbys, beim Freundentreffen, bei allem, was du machst. Dein Leben kann Anbetung sein. Wenn du deinen Blick, wenn du von deinem Gekrümmten selber dich aufrichtest und auf Gott schaust. Und je mehr du erkennst, wie fest dass du Mensch bist, umso mehr kann die Sehnsucht wachsen, dass du Gott brauchst. Das ist kümmerlich, was wir anbringen. Wir brauchen Gott, wir müssen und wollen und dürfen ihn anschauen. Gott, der Vater, der Schöpfer, Jesus, unser Retter und Begleiter, der uns vergibt. Und der Heilige Geist, der uns hilft und tröstet und inspiriert. Schau ihn an. Schau ihn an und such ihn. Und dort bekommen wir das Wasser. Dort sprudelt die Quelle. Dort können wir den Durst stillen. Ich lade euch alle ein, um uns nochmal Zeit zu nehmen von der Anbetung. Wir nehmen uns Zeit, um Gott anzuschauen, um ihn zu suchen. Vielleicht bist du noch fest damit beschäftigt, die Wahrheit über dich selber zu erkennen. Das könnte abdrücken, entmutigen, lähmen. Aber denk daran, das ist der erste wichtige Schritt, der heilende Schritt, dass Jesus überhaupt Raum bekommen kann. Und darum richte dich auf, im vollen Bewusstsein von deiner Schwäche, von deiner Sündhaftigkeit, deiner Gebrochenheit, von deinen Zweifeln. Richte dich auf und schau Gott an. Das langt. Bei ihm ist die Quelle und nicht bei dir. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus, hilf, dass wir dich anschauen und nicht mehr beschäftigt sind mit Selbstoptimierung oder Ablenkung. Du hast ja schon lange erkannt, hilf, dass wir uns nichts mehr vormachen, sondern uns je länger, je mehr bewusst werden, wie fest dass wir dich brauchen. Und dass einzig der Blick auf dich uns die richtige Ausrichtung gibt.